Salut zusammen und herzlich willkommen hier zu Helveticast vor SC2 Jule. Das eine Spiel, wo wir mal auf Schweizerdeutsch miteinander schnurren. Und das ist vermutlich der einzige schweizerdeutsche Cast hier auf YouTube im Moment. Und da bin ich schon ein bisschen stolz. Und weil es so lange nicht mehr war, von meiner Wenigkeit, kommt heute gerade noch ein zweiter Cast nach dem einen Spiel in Hauchdeutsch, wo ich schon vorher können online stellen. Und heute spielen für uns kein geringere als der Ichi Edouard gegen seinen frischbackenen, niegelnagelneuen Kollegen, der Ichi Hack. Oder Hack Ichi, wir werden es sehen. Allerdings noch mit dem alten Namen unterwegs. Oh, Liquid. Viele Liquid-Fans waren enttäuscht gewesen, dass der Hack da zu Ichi gegangen ist. Aber andererseits kann das am E-Sport nur weiterhelfen, wenn grosse Namen hin und wieder ein bisschen Schlagzeilen machen, ein bisschen hin und her gehen. Ich meine, Fußball würde ja keine Sau interessieren, wenn jemand Fußballspieler umschieben würde. Ah! Ja, ist das komisch, wieder mal auf Schweizerdeutsch casten. Ja, und wir sehen hier Probe vom Hack. Was sieht sie? Creep! Ah, Creep! Ah! Spawning Pool! Bei 15 unterwegs. Völlig normal. Nichts Cheesiges. Und der Hack probiert hier sein klassische Harassment zu machen. Alles aus dem Weg zu schieben. Ja, sieht das geil aus, das Harassment. Da hilft ein neuer Computer wirklich weiter. Dass die Grafik besser ist. Oh, wir sehen hier schon der Nexus vor allem anderen. Moment ein sehr, sehr populäres Bild. Und der Hack hat genau Zeit, um einmal das Mineralien zurückzubringen, bevor er seine Probe wieder dafür schickt. Und was macht? Ah, ein Forge. Ja. Das ist das eben, nachdem er scout hat, dass hier kein super früher Rush kommt, hat er sich Zeit genommen, auch zu expandieren. Und der Idra macht es gleich. Expandiert hier. Hat er seinen Gegner überhaupt schon können scouten? Nein, er weiß noch gar nicht von seinem Glück davon, dass sein Gegner hier zuerst mal expandet. Hat natürlich auch eine relativ sichere Variante gespielt und den Spawning Pool zuerst rausbringt. Relativ bald mal mit Zergling aufwarten. Und ein kurzer Blick auf Production Tab zeigt der Nexus kurz vor Fertigstellung, zweite Hatchery. Wird ein bisschen hinterher sein. Und der Hack baut hier seine Cannon. Und die Cannon am Anfang mit dem Gateway. Das sieht alles sehr, sehr sicher aus. Da können Zergling nicht einfach hinströmen. Nicht ohne grosse Verlust. Und danach so grosse Verlust, dass sogar Probes die nachher können wegcleanen. Und wir sehen, der Hack geht jetzt in seine berühmte Makro-Mode. Muss hier anfangen, Zeugs zusammenbasteln. Nachdem hier weitere Gateways reingewappt werden, wird sicher in Kürze noch mehr holen, sobald die Economy hier anfängt zu wirken. Und wir sehen den Cybernetic Score, perfekte Wall-In. Aber der Idra reagiert hier sofort mit der dritten Expansion. Und reagiert damit fast perfekt auf die Aktion vom Liquid Hack. Und der Hack muss hier wahrnehmen, dass er Pylonen ausbaut. Er sieht natürlich nicht viel von der dritten Basis, wenn ich mich nicht täusche. Doch, er hat sie gesehen, sich können scouten, weiss jetzt, dass er ökonomisch nicht lang von dran sein wird, dass er irgendwann Push muss machen, um seinen Gegner dazu zu zwingen, nicht all seine Larven in Probes in Drones stecken, was ziemlich böse rauskommen kann, wenn man gegen Protoss spielt. Und wieder ein Gateway! Mehr Gas! Und wie ich schon gesagt habe, der Hack bereitet sich vor, sich raus zu moven. Zerstört hier den Pylon, während wir hier beim Ichi Idra dritte Hatchery sehen. Dritte Hatchery, of course. Das werden wir immer gern sehen. Und wir sehen hier, kommt so etwas wie ein erster kleiner Wagenangriff. Den Drones, mit denen. Brutales Ende, wo der Dings hier nimmt. Und wir sehen die Hatchery hier am Arbeiten. Währenddem die Viecher sich hier zurückziehen, so schnell sie nur können.
Aber sie sind erstmal ein bisschen sicher oben. Aber jetzt kommt der Stalker. Und ein Stalker kann hier sogar 3 von diesen Typen abmachen. Nimmt selber ein bisschen Schaden. Aber hier, was ist das gewesen? Es Miss Micro. Die halbe Armee vom Idra ist mit in die Armee vom Hack hineingelaufen. Hätte so nicht können gerettet werden. Hätte einen Haufen Schaden müssen nehmen. Aber wenn jetzt Speed da ist und weitere Roaches unterwegs sind, ist der Idra ist aber trotz allem, dank seiner 4 Hatcheries, weit voraus im Supply Count, fast 20 Einheiten. Und der Hack muss jetzt hier auch ein bisschen anfangen, Makro, um mitzuhalten. Vielleicht einmal ein bisschen Schaden zu machen, einen von diesen Hatcheries vernichten, um nicht irgendwann überrannt zu werden. Oder wenigstens hier den Roach Count so niedrig wie möglich zu halten. Und hier kommt auch tatsächlich ein Busch! Ai! Nicht ganz optimaler Winkel. Kein Blink da für den Hack. Und auch viel zu wenig. Sentries hätte er eigentlich genug gehabt. Hat sich aber entschieden, die Energie zu sparen und kein Force Field reinzuwerfen. Und jetzt kommen hier... die Zergling werden einen kurzen Prozess machen, fürchte ich. Aber da kommt die Hauptarmee vom Hack. Und das gibt einen sehr kurzen Kampf. Er ist wohl auf Whole Position gesehen. Und der Hack hat jetzt hier den Tower unter Kontrolle. Nachdem hier die Roach Armee vom Idra sich vorwärts bewegt. Und all die Zergling battet den Xel'Naga Watchtower an, so wie sich das gehört für Kreaturen von der Xel'Naga. So ist das halt in der Welt, wo Götter wirklich existieren. Das sollte man ja bei Gelegenheit einmal anbeten. Und die Zergling stellen sicher, dass es da oben nicht ohne weiteres eine Expansion geben wird. Weitere Truppe wird reingeworfen. Eine Stalker. Leck, der hat es gerade noch geschafft. Volle Schild, das wird sich jetzt schnell wieder regenerieren. Und dann, schneller als wir uns gesehen sind, die Leute wieder dabei. Hier gibt es einen Push gegen die Wall da. Kleiner Push. Aber der Hack hätte ja können seinen Gegner vertreiben. Auch wenn er im Supply klein drin ist. Und der Idra jetzt sogar Supply frei macht, indem er einfach anfängt quer über die Map hinweg Spinecrawler zu setzen. Um sicherzustellen, dass hier alles gut geht. Sehen nicht allzu viel Creep Spread vom Idra über die Mitte von Dings aus. Man muss hier mal einen Tumor verloren haben. Und wir sehen weitere Gateways hier am Aufgehen. Weitere Production Capacity für den Liquid Hack. Und der Idra ist jetzt outmaxed. Das heißt, der Hack kann relativ schnell aufholen. Hier kommt es zum ersten kleinen Kampf. Für die Idra nicht viel mehr als ein bisschen Supply freikriegen. Und dafür baut er hier auch weitere Spine-Crawlers quer über die Map. Keine Ahnung, auf was er mit der Drone wartet. Aber hier sieht es noch einen Push aus. Und der Stalker stirbt. Einfach so. Und die Pro wird auch nicht lang leben. Kleines blaues Wölkchen und schon ist sie vorbei. Hier gibt es einen Push gegen die Gebäude. Canstone sind viel zu weit weg, um wirklich Schaden zu machen. Und jetzt kommt die Armee vom Hack, die sich einmischt. Und die Dings werden natürlich sofort wieder ersetzt. Währenddem der Idra sich entschließt, sich wieder ein bisschen zurückzuziehen. Hat unterdessen eine respektable Armee mit mehreren Infestors, ein paar gut zielte. Nein. Fungal Groves können natürlich alles entscheiden. Pilz, wer mag kein Pilz in der Schweiz? Und weitere Stalker stehen hier rum. Sind die gleichen wie vorher. Aber ich sage einfach gerne weitere heute. Cans sind hier auch genug rum. Und das sieht hier aus. So ein sneakiger Angriff hingenommen. Oder einfach eine weitere Expansion für den Idra, der sich unterdessen hier auch schon 50 geholt hat. 50 Hatchery hingestellt hat. Währenddem sich der Hack hier erstmal einrichtet
überhaupt seine 4. Basis zu holen. Und hier im Prinzip schon mal ein bisschen Long Distance Mining macht. Wieso auch nicht? Aha, Probe, du bist eingeklemmt. Du bist so blöd. Und holt sich jetzt auch eine 50 Basis, während er vorwärts pusht. Und der Hydra ist sogar under supply. Hat eine Art Extractor-Trick gemacht. Hier sind da Broodlords unterwegs für den Hydra. Und der Hydra mit seinen Overlords. Und hier langsam voran, Und kommt hier zum Push. Und die beiden Force Fields werden es. Ah, was macht der Colossi? Nein, er läuft nicht rein. Ja, nochmal Glück gehabt. Hier unten. Ah, die sind völlig ungeschützt. Und er kann da 2 snipen, der Hack. Ohne jede Bestrafung. Da kommt dann zwar ein Fungo Grove runter. Aber selbst wenn er die Stalkers da oben verlieren sollte, was er nicht macht, ist das doch ein guter Tausch gewesen. Er hat relativ easy 2 von diesen Broodlords können killen. Und das ist natürlich ein huge Blunder. Dadurch ist der Hack jetzt schon fast gleich auf. Und die beiden Changeling versuchen auf der Linie zu bleiben mit der Armee, beziehungsweise mit der gegnerischen Armee. Und so hat der Hydra natürlich genau einen Blick drin, was hier vor sich geht. Und der Hack, merkst du das irgendwie? Nein, im Moment noch nicht. Mit den Dings werden reingeworfen Pylonen, um nicht anders Supply zu gehen, falls irgendetwas passiert. Die Zergling haben ein kurzes Leben gehabt. Es ist so unfair. Gegen 3 Angriffsdings sind die einfach extrem im Nachteil. Brennen wie Holz. Und die Broodlords und die Infestors sind natürlich das Hauptstück für die Fans, wo der Dings noch drauf zählen muss. Der Hydra versucht er jetzt first zu kommen. Ah, er schickt sein Dings wieder gefährlich nachführen. Und jetzt sind da ein Haufen Phantom Void Rays auf dem Weg zum Angriff gegen die. Oh, Broodlords, und hier ist kurz Blink. Die Broodlords fallen like in no time, während dem Kolossi hier ziemlich kurzen Prozess mit der ganzen Bodenarmee vom Hydra machen. Und da gehen die letzten beiden Broodlords runter. Und da sind nur noch Spinecrawlers und die vom Hydra sind Infestors da. Und die Spinecrawlers bietet auch nicht mehr wirklich eine Defense. Hier kommen noch ein Haufen Infested Terrans. Über 80 links auf dem Weg. Auch die links werden einfach weggeschmolzen. Als Carry ist kein Morgen mehr. Und auch der Kokon wird sich wahrscheinlich nicht erwarten. Der Hydra sagt GG. Und hat das Spiel schon verlassen. Ein wunderbares GG. Und nach dem Spiel möchte ich auch euch sagen GG. Und wir sehen uns bald wieder auf dem Channel, wenn es wieder heißt Helveticast.